Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ich freue mich sehr, dass euch die Aufarbeitung des letzten aktuellen Kommune-Blogs mit dem Bewährungsversager so viel Freude bereitet. Wir schauen, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Wie gesagt, es kann passieren, dass ich zwischendurch einmal solo eine Runde davon reacte, aber ich habe sonst eigentlich auch noch andere Sachen. Dabei kommen wir jetzt zum Thema. Wir sind Part 2. 1.7.2021, Part 2. Holzkabärchen. Es ist hier 2 von 2, aber es gibt dann nochmal ein 1 von 1 und ein 2 von ein 1 von 2 und ein 2 von 2 Teil. Ich werde mir das alles nochmal anschauen. Aber wir gehen jetzt hier erst einmal rein. Wir sind immer noch am FaceTimen mit dem Tablet. An der Szenerie hat sich nichts verändert. Er hat das Licht angemacht, immerhin. Aber ich glaube, das hat er am Ende vom letzten Video auch schon angehabt. Wir waren stehen geblieben beim, dass sie ihm polnischen Nudelsalat machen. Genau. Ich glaube, das war, da war es Ende vom ersten Video erreicht. Und jetzt hier nochmal 25 Minuten für diese Gaudi. Dementsprechend bleibt mir nicht mehr zum Sagen, außer hockt euch her, sammer mehrer, reißt euch a Häube auf. Mir ging an einer in rein. Option, dass wenn wir dann grillen könnten, da hätte ich Lust drauf. Dass man sich dann unterhält, weil ich habe voll Spaß mit dir zu reden. Also wirklich, das ist auch, ich hab Spaß mit jemandem zu reden. Und eigentlich bin ich so, was Menschen angeht, immer so ein bisschen abstoßend, weil die meisten, du läufst über die deutsche Straße hier und alles. Abweisend, mein liebes Polskabärchen, abweisend. Abstoßend wäre negativ für dich. Das wäre jetzt wieder ein Adjektiv, das man auf deinen Gesprächspartner vielleicht anwenden könnte. Ne? Unter Umständen. Alle haben schon einen Kiefer unten und gucken scheiße, weißt du, was ich meine? Und du scheinst da recht offen zu sein und warum nicht? Da hätte ich Bock so grillen. Aber was ich dir sagen muss, zum Kaffee trinken wird's nicht. Ich hasse Kaffee. Also ich trinke gar keinen Kaffee. Ich hab Tee da. Ich trinke eigentlich nur Wasser und Bier. Das ist für mich grundsympathisch, würde ich mal sagen. Ich bin auch nicht so der große Kaffeetrinker. Ja. Meine bessere Hälfte ist da mehr auf der Kaffeeseite. Ich bin auch eher ein Teefreund tatsächlich, wenn es denn nicht Wasser oder Bier sind. Ne? In letzter Zeit saufe ich Holy wie ein Gasnarischer, weil das echt geiles Zeug, aber ansonsten, ich bin nicht von Holy gesponsert. Ich finde einfach wirklich tatsächlich das Produkt geil. Aber ja, Wasser und Bier, ne? Das ist, damit kommt man klar eigentlich. Damit du Bescheid weißt. Prost, benannt. Ne? Ja, okay, dann passt das auch. Dann haben wir das auch schon mal geklärt. Rainer die Alibi-Wasserflasche neben seinen Rechner gestellt. Ihr glaubt ja nicht tatsächlich, ne, dass Reini da regelmäßig viel Wasser trunken hat. Ne? Da steht die Alibi-Wasserflasche für den Fall, dass es im Stream nicht mehr herzeigen muss, um den Hatern zu sagen, schaut's bloß, schaut's her, ich bin gar nicht so ungesund, ich schütte mir gar nichts, 6 Liter Schwibbi-Schwabbidi und 3 Liter Monster am Tag in Schlund rein, das gerade so scheppert. Nee, ich bin's, der verantwortungsbewusste Drache, ich ernähre mich total gesund und habe immer Wasser neben Rechner stehen. Er hat immer Wasser neben dem Rechner stehen und zwar wahrscheinlich seit einem Dreivierteljahr dieselbe Flaschen. Ja, immer die Alibi-Flasche. Und dann, wenn der Stream aus ist oder kurz aus dem Bild geht oder sonst irgendwas, ne, dann schüttet er sie wieder den Zuckerplörr in den Bimbis rein. Ja, da braucht man nicht drüber reden. Erklärt, weil das sind so Sachen für mich, die sind ganz wichtig. Falls das nicht reicht, kannst du dir hier irgendeinen Geschmack raussuchen.
Ja, okay. Guck mal, wie gastfreundlich. Habe ich das schon auch direkt geklärt? Nee. Also, wie gesagt, Weil, also wenn du da drin nichts findest, Papaya, Ibisiki, Guave, Bitte was? Bibisiki? Papaya und Guave kenne ich. Ich weiß aber nicht, was er da wieder für einen Schmutz hat. Ne? Oder ist das hier dieses Air-Up-Zeug, was er da hat? Weil das so eingeschweißt ist. Das halte ich für den allergrößten Schrott, den es gibt auf der Welt. Ja? Ähm, das löst ein Problem, das es selbst erschaffen hat, unter der Prämisse, dass es einfach Unmengen an Abfall erzeugt dabei. Das ist, ne? war auf einmal raufgezogen, Passionsfrucht oder Acai Berry, keine Ahnung. Also es sind tausende verschiedene Geschmäcker und alles ist was anderes. Da ist niemals dasselbe da drinnen. Also, ja. Ich weiß nicht, was das da ist, aber das hat jetzt nicht so ausgesehen wie diese Kapseln. Wahrscheinlich ist irgendein Pulver zum Aufmischen. Wie gesagt, da gibt's gute. Ich mag das eine gern. Ja, keine Ahnung. Das heißt auch. da kriegt man auf jeden Fall was zusammen, denke ich. Ja, das ist dann gut. Nee. Nicht, dass du jetzt denkst, ich habe Vorurteile, aber ich frage immer noch mal bei solchen, wo du gesagt hast, du bist Polen. sagt man da Polnerin? Nee, ne? Polen, genau. Polnerin, Euler. Polnerin. Polnerin hat sie auch wie Berufsbezeichnung von Menschen, die, wenn es irgendwo zu wenig Bienen gibt, rumlaufen und die Blüten selber bestäuben. Ne? Ich glaube, den Job, das heißt sicher nicht Polner oder Polnerin, ne? Aber ne, es hört sich so an. Ne? Ja, Rainer. Wissen wir wieder, was er für ein weltgewandter Mensch ist, dass er nicht mal weiß, wie die Einwohner eines unserer Nachbarländer heißen. Ne? Es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendein 50 Quadratkilometer Land in Hinterpfuiteifel am Arsch der Welt wäre, mit einem, wo er, keine Ahnung, irgendein Urstamm legt, der wo es den Namen nur in der Sprache von denen gibt, den kein Mensch aussprechen kann. Sondern es geht um Polen. Das ist unser direktes Nachbarland. Ich frage nur wegen der Kultur an sich. Also ich habe auch schon mit anderen Menschen was gehabt, aus anderen Kulturen. Ich habe keine Vorteile. Nur ich weiß halt bei Polen, bei Türken, bei Arabern, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Weißt du, was ich meine? Nein, weil Polen mit Türken und Araber überhaupt nichts aber gar nichts zum Tor haben. Also nichts. Also hast ich du irgendwie bin. einen Bruder, der mich absticht oder sowas? Nein, mein Bruder ist jünger, der ist 19. Außerdem, nee, meine Eltern. Gut, ne? Das heißt nicht, dass er mich nicht abstechen würde. Nein. Also wir sind auch gar. Ganz ehrlich, wenn sie tatsächlich kein Bärchen gewesen wäre und sich mit Rainer eingelassen hätte, ich würde das natürlich niemals gutheißen, aber ich könnte es mir vorstellen, ne, dass es passiert. Gar nicht katholisch, christlich, islamisch oder gar nichts. Meine Mutter ist da komplett. Ich weiß gar nicht, was ist mir. In Polen ist man, glaube ich, überwiegend katholisch unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht. Ich war bisher noch nie in Polen, aber ich bin mir relativ sicher, dass Polen ein eher katholisch geprägtes Land ist. Korrigiert mich bitte, wenn ich Scheiße labere, aber ich glaube nicht, glaubt hier anscheinend, Polen wäre irgendwie ein muslimisch geprägtes Land. Aber schauen. Ne? Was ist man in Polen eigentlich? Sehr streng gläubig. Also man ist katholisch. Ja. Ja, danke, liebes Wolfsgabierchen. Danke für die Konfirmation meiner Annahme. Das ist sehr streng. Katholisch, okay. Aber, Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das sogar noch in den arabischen Raum reingeht. Nee. Oh mein Rainer, der Geografie-Lord ist wieder am Stissel. Ja, klar.
Polen ist eine richtige Größe in der arabischen Welt. Ihr kennt es ja, das ist so die Achse des Bösen. Ne? Das ist der Iran, Syrien, Polen. Oh, Leute. Jetzt geht's schon gut los. Wir sind bei 2 Minuten 20. Arabischen Raum ist nur Islam, also mit Kopftuch und so. Ja. Nee, meine Eltern. War mir jetzt sicher. Meine Eltern sind da. Ich bin ja nicht so, ich bin geografisch ein bisschen. Ja, lass sie halt jetzt endlich ausreden von ihren Eltern. Kreuzkruzifix, du hast sie doch gerade gefragt, wo Polen. Und du hast offensichtlich keine Ahnung. Sie versucht es dir gerade zu erklären, wo Polen liegt, wie die Leute da sind, was mit ihren Eltern ist, warum sie jetzt hier ist, etc. bla bla. Und lass sie halt bitte einfach ausreden. Rein an der Stelle, der hätte schon längst, wäre der eskaliert. Jetzt red ich. An Null, vor allem was so ein bisschen in Richtung Polen rübergeht. Dann werden eher schwadroniert über seine Bumsnudel von Mutter. Da müssen alle Leute ehrfürchtig lauschen. Ne? Aber wenn sie ihm irgendwas erklären will, wovon er offensichtlich keine Ahnung hat, dann wird dazwischen geplappert. In den Süden kenne ich mich irgendwie aus, weil halt meine Tante, beziehungsweise meine Oma Italienerin war. Und ein bisschen im Japanischen kenne ich mich ein bisschen aus und dann halt ein bisschen in den Amerikanischen, aber in so den polnischen Bereich rüber kenne ich mich nicht aus und in den nordischen Bereich auch nicht. Okay, ja, nee, das ist kein Problem in Erdkunde. Er meint jetzt wirklich erdkundemäßig, oder? Ist jetzt geografisch gesagt, kennt er sich nicht aus, weil er hat ein Video über nordische Mythologie gemacht. Das war scheiße, aber jetzt zu sagen, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, wo er sie näht. Und ja, keine Ahnung, dass man im amerikanischen Raum, ob er sich da auskennt, das würde ich gern, dass er mir das beweist, weil ich bezweifle es, ganz ehrlich. Also wenn er gerade noch so die USA auf der Landkarte findet, aber ich glaube nicht einmal das. Als andere ist dann, glaube ich, schon komplett raus. Ne? Oder glaubt ihr, der kann euch sagen, wo auf der Landkarte irgendwie, also ohne dass es da daneben steht, obwohl kannst du auch daneben hinstellen, weil lesen ist ein Hater und ne, wir wissen alle, Rainer ist Analphabet. Glaubt ihr, dass, wenn du sagst, hey, Argentinien oder Chile, ne, sagen wir das mal hier auf dem Globus. Wirklich, im Leben nicht. Im Leben nicht. Da war ich immer gut. Ich war eine Einser-Kandidatin. Nee, aber was das angeht, also meine Eltern sind auch gar nicht gläubig. Doch, meine Mutter schon, die glaubt an Gott und so ein Kack, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, ich greife dich nicht irgendwie an oder so. Ich glaube daran jetzt nicht. Ganz ehrlich. Aber Gott, die ist... Gott ist ein Arschloch. Ja, meine Meinung. Nee, aber die ist da ganz chillig drin. Also ich hatte auch meinen ersten Freund, sage ich jetzt mal, mit 13 damals und war auch schon mit... Ist das auch so eine Taktik bei euch, jetzt mal liebe Jungs oder auch Mädels, keine Ahnung, wenn ihr auf einem Date seid und das Thema Religion kommt auf, flext ihr dann auch oder stellt ihr euch als richtig cool dar, indem ihr Gott den Mittelfinger zeigt? Oh! Oder seid ihr 10 oder älter? Das sind die zwei Alternativen. Also, ja, wie bescheuert kann man. Also, es ist jetzt, ich störe mich jetzt nicht daran, dass es Blasphemie ist. Blasphemie ist schon und gut. Den Zug, den fahre ich auch schon lange. Aber so erbärmlich lächerlich. Schau mir an, wie cool ich bin. Ich kann Gott den Mittelfinger zeigen. 15 keine Jungfrau mehr und die ist da ganz chillig. Also ich war mit meiner Mutter auch das erste Mal mit 14 in der Disco und muss dir vorstellen, meine Mutter ist so eine typische polnische Frau, die sich ab und zu mal ein Bierchen trinkt und ganz chillig ist. Also nee, da ist das jetzt nicht, dass ein Bruder vorbeikommt und dich absticht. Typische polnische Frau, da ist sie dann auch, keine Ahnung. Da habe ich mich jetzt gerade selber erwischt, dass ich so einen Stereotyp im Kopf hatte. Ne? Ihr glaube ich, kennt den Stereotyp, den ich im Kopf hatte. Gummistiefel.
so ein blaues Kleid mit so ne, raue Schürze um. Ne, Unterarme, wie ich Oberschenkel habe. So ein Ding. Ja, hört sich gut an. Ja, wie gesagt, ich habe keine Vorurteile und so, aber ich kenne halt solche und solche Leute. Ja, Und natürlich. Ich finde es jetzt gerade erstaunlich, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber ich finde es gerade erstaunlich, wie man kann dann so aufgeschlossener Mensch sein oder sich in solchen halten, wie man will. Solche Stereotype, auch wenn man sie danach wegwischt und sich denkt, Schmarrn, ja, Schmarrn. Natürlich sehen nicht alle Frauen in Polen da drüben so aus, sondern nur alle über 30. Nein, dass man sich dabei erwischt, dass man solche Stereotype im Kopf hat und sie dann wegwischt und denkt so, ja, dumm einfach. Ist einfach dumm. bei anderen, also ich sag mal, bei ausländischen Familien bin ich immer vorsichtiger, weil da gibt es halt die halt nach Deutschland kommen und sich dann halt auch Jetzt kommt Stammtischgelaber. in der Mangel einer besseren Ausdrucksweise deutsch verhalten. Ja. Und dann gibt's halt Ausländer, die sich halt wie Ausländer verhalten und dann halt aber auch den Ruf der ganzen. Wie verhält man sich denn deutsch, wenn man nach Deutschland kommt, Reini? Also keine Ahnung, ich habe mein ganzes Leben hier in diesem Land gelebt und der Großteil meiner Vorfahren ebenfalls, also zumindest die letzten paar hundert Jahre. Und so ein typisch deutsches Verhalten, auch wenn man immer sagt, ja, hier, keine Ahnung, Allmann hier, Allmann da, weiß ich nicht. Ne? Ich habe da durchaus unterschiedliche Charaktere kennengelernt. Manche kommod, manche nicht so kommod, aber was glaubt ihr denn? Die gehen über die Grenze mit ihren Nachbarn und die einen sind dann sofort irgendwie, benehmen sich deutsch, drehen sich um, klatschen alle, die dann noch über die Grenze wollen. Ist das, keine Ahnung. Ganzen Leute, die halt aus dem Land kommen oder halt viele aus dem Land kommen, den Ruf vollkommen runterziehen. Deswegen bin ich da immer vorsichtig. Das ist aber überhaupt kein also das ist keine Vorurteile oder so, das ist immer nur, ich frage das nur aus Sicherheitsgründen. Ja, alles gut nicht. Keine Vorurteile. Ich frage das nur aus Sicherheitsgründen. Wenn ich mich an dich ranmache, stehe ich mit deinem Bruder dann ab? Weil du ja aus so einem islamisch geprägten Land wie Polen kommst. Du eine Polnerin. Oh, meine Fresse. Oh Gott sei Dank dauert die Scheiße hier nur 25 Minuten, ne? Ansonsten hast du mich hier liegen. Ich nehme dir das auch gar nicht böse, also das merkst du ja auch. Nee, du kannst ruhig fragen. Wie gesagt, ich bin da ganz offen drin. Also meine Familie ist ganz chillig, sagen wir mal so. Ja, ich will hier keinen ankacken. Ja, alles gut, nee. Ja, ankacken tut er nur sich selber. Ich erinnere an dieses Böller-Video. Also, da ist alles gut. Das ist super. Oh, jetzt fängt es mit meinen Kreuzschmerzen wieder an. Ja, Rainer, wenn du 150 Kilo abnimmst, dann die Kreuzschmerzen wahrscheinlich weg. Scheißdreck. Wie wär's mal mit einer Physiotherapie? Ich glaube, wird dir nicht schaden. Nee, ich habe mir jetzt einen neuen Stuhl bestellt, einen Drehstuhl und so mit einer Lehne, die müsste so hoch ungefähr sein. Oder sogar so hoch über den Kopf und das sollte dann in Ordnung sein eigentlich. Der kommt aber erst im Mittwoch, Donnerstag ungefähr müsste der kommen. Ja, ihr kennt diesen Stuhl noch. Hm? Der hat nicht lange gehalten. Das war dieser Diablo-Stuhl, ne? Der rot-schwarze, den er sich nicht gekauft hat, weil er eine höhere Lehne hat oder sonst irgendwas. Reini hat sich den gekauft, weil der cool aussieht. Der hat cool irgendwie nach Metal ausgesehen, in schwarz und rot und mit Teufelshörnchen dran. Und weil er den bei irgendwelchen anderen Streaming-Dullis im Streamen gesehen hat. Deswegen hat er sich den gekauft. Und aus keinem anderen Grund, nicht wegen der Rückenlehne oder sonst irgendwas. Weil ansonsten hätte er nämlich gecheckt, dass der für 230 Kilo überhaupt gar nicht ausgelegt ist. Und dann ist er da drin gesessen, in diesem scheiß Stuhl, und dann sind dann permanent die Haxen eingeschlafen. Ne? Weil er zu fett war dafür. Weil die diese komischen Flügel an der Seite an der Sitzfläche haben und die drücken dann ansonsten wirklich einen Nerv ab, wenn du zu groß oder zu beleibt bist dafür. Und
ja, wie gesagt, das Elend hat ja nicht lange gehalten. Der Stuhl hat ja, oh Wunder, wenn der mit dem doppelten Gewicht belastet wird, als das, wofür er eigentlich ausgelegt ist, nicht lange gehalten. Ja? Rest in Peace, Stuhl Blue. Ja, aber dann wenigstens, dass du einen vernünftigen Stuhl hast, ne? Weil das mit den Rückenschmerzen, das kenne ich selber. Weil ich habe Skoliose. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Den Begriff kenne ich, ja. Also, ich Ist weiß eine, jetzt aber nicht genau, was du die musst dir, Auswirkungen davon sind. du musst dir vorstellen, das ist eine normale Wirbelsäule. Und meine geht Mhm. halt so schief. Und deswegen wachse ich auch nicht mehr. Und ich habe auch sehr oft Schmerzen. Deswegen, was das angeht, kenne ich mich eigentlich gut aus, wie man so diese Schmerzen aus dem Weg gehen kann. Und Das ist ja ja, im Prinzip das, was bei mir auch ist. Also, ich habe auch so. Nein, Reini, das ist es nicht. Du hast kein, oder wenn der jetzt, ich habe das nicht mehr auf dem Schirm, ist der danach irgendwo im Juli 2021 rumgelaufen und hat behauptet, er hätte Skoliose? Wahrscheinlich nicht, sonst hätte ich es irgendwann mitgekriegt. Also so wie bei mir. Nein, Rainer. Nein, Rainer. Deine Wirbelsäule ist komplett am Sack, weil du sie über Jahre hinweg einfach mit einem Körper gequält hast, der mindestens das Doppelte von dem wiegt, mehr als das Doppelte von dem wiegt, was er wiegen sollte bei dir. Deswegen hast du Rückenschmerzen. Das hat mit Skoliose überhaupt nichts zu tun. So ein Hohlkreuz aktuell, aber bei mir liegt es halt an meinem Bauch vor allem. ja, du hast den nach Das hat halt innen. das. Du musst dir vorstellen, meine Wirbelsäule, also ich stehe nicht gerade, ich stehe so ein bisschen schief. Also ein Bein, Achso, die geht hinten, oder wie? also Die geht so nach hinten so hoch, oder wie? zu der Seite. Also wenn ich jetzt so stehe, sag ich jetzt mal, meine Wirbelsäule, die ist so ein bisschen schief. Und Ah, okay. ein Bein ist von mir auch deshalb ein bisschen länger als das andere. Ja, deswegen, also mit Okay. Rückenschmerzen, da weiß ich auch Bescheid. Also kann ich dir auch viele Tipps geben, ob du das möchtest oder nicht, musst du halt sagen, ne? Alles gut. Ich habe in meiner Kindheit viele chronische Rückenschmerzen gehabt. Man kann es auch machen wie beim Pferd, das sich das Bein gebrochen hat, oder? Also bei ihm jetzt. Habe das jetzt im Erwachsenenalter eigentlich nicht mehr so oft gehabt. Und jetzt war ich ja jahrelang auf dem Sofa gesessen. Also da war ich hier das Sofa gestanden, da war ich auf dem Sofa gesessen, am Computer und alles, da ging's. Da hatte ich gar keine Schmerzen oder nur ganz selten mal, aber das muss jetzt dann am Sofa gelegen haben. Und jetzt hocke ich aktuell an meinem Schreibtisch, habe ja jetzt, ich kann ja mal kurz ich kann ja mal spaßeshalber kurz die andere Cam anmachen. Ja. Dann siehst du mal meinen Arbeitsplatz. Arbeitsplatz, Leute. Arbeitsplatz, hat er gesagt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt auf deinen Arbeitsplatz, Rainer. Ich hab einen guten Verdacht, wie der ausschaut. Ne? Ich hab das gesehen in anderen Streams von dir aus dieser Zeit. Lass mich raten, es stehen 3, 4 angebrochene saure Milchpackungen irgendwo in der Gegend umeinander. Irgendwie 3 Kaffeemaschinen, leere Pralinschachteln, irgendwelche Dosen Ravioli von Ja, wahrscheinlich leere Dosen. Schwabbidi Flaschen, sowas. Zumindest so halbwegs. Ist hier zum Beispiel, ne? Also ich habe jetzt hier meinen Tisch. Und früher war halt hier die Sofa gestanden, ne? Das steht jetzt Standne. drüben. Und der kleine Tisch halt. Ich weiß nicht, was du von meinen Videos her kennst. Ich kenne nicht Und da, viel. Also, ich habe ab und zu mal was gesehen und war auch in deinem Stream drinne, aber nicht viel. Das ist schon länger her auch. Das Schlimmste, was ich jetzt halt wirklich mitbekommen habe, ist von den ganzen Leuten da, die, keine Ahnung, irgendwie Scheiße an dein Tor machen und irgendwie auf Facebook sind da immer neue Nachrichten und also das geht schnell. meine Mutter hat das ja auch Deswegen musst mitbekommen. du auch aufpassen, wenn wir uns treffen, muss man vorsichtig sein, dass die dich halt nicht irgendwie leaken können oder so, weil sonst gehen die auch auf dich los und auch auf deine Familie und auch auf deinen Job und alles. Ja, vor allem musst du aufpassen, dass du
Reini unter gar keinen Umständen irgendwelche Daten in die Hand gibst, mit denen er dich liegen kann, weil er wird es tun. Ja? Er wird es tun, solange du auf seiner guten Seite bist, ne? Kannst du relativ wenig Sorgen machen, weil die, das war schon, um die Bärchen hat er sich normalerweise dann schon bemüht, dass die nicht geleakt werden. So lange, bis er rausgefunden hat, dass es ein Bärchen war, oder bis er mal Streit hatte. Ich erinnere an das Cola-Bärchen. Ja, da hat man sich dann gestritten und ups, am nächsten Tag hat er versehentlich im Stream ihren Kontakt auf dem Bildschirm gehabt. Ja, so ein Upsala aber auch. Ne? Und ich bin der festen Überzeugung, das ist meine persönliche Meinung, ich bin der festen Überzeugung, das war eine absichtliche Aktion. Die haben sich gestritten. Er wollte ihr auf der einen Seite wahrscheinlich eins auswischen, auf der anderen Seite hat er sich gedacht, wenn ich die jetzt leake, dann gehen die Hater auf die los und dann treibt sie das wieder näher zu mir. Ne? Dann haben wir einen gemeinsamen Feind und gemeinsamer Hass verbindet und einwandfrei und dann sind wir zusammen und gegen die Hater unbesiegt auf ewig. Das war vielleicht dann der Gedanke. Ja? Also, aber ganz ehrlich, ich glaube da nicht an einen Zufall, dass er das Cola-Bierchen just am Tag, nachdem sie sich gestritten haben, geleakt hat. Das sollte man vorsichtshalber immer noch mal dazu erwähnen. Ja, alles gut, was das angeht. Also ich werde wahrscheinlich dann auch irgendwie Maske und Sonnenbrille und Hut tragen oder so, weil ich habe da jetzt auch Ist ja keine... momentan sowieso eine sinnvolle Aktion. Nee, weil ich habe da auch keine Lust. Ja, ganz ehrlich, aber liebes Polska-Bärchen, wenn du in die Schanze gegangen wärst, dann hättest du auch gleich irgendwie so einen Hazmat-Suit anziehen können, ne? So einen mit einer eigenen Sauerstoffversorgung, dass man sich da auch ja nichts holt. Lust drauf, dass dann auf einmal irgendwelche Männer kommen und mich schlagen wollen oder so, was weiß ich. Das würde nicht passieren, oder im Normalfall nicht, aber was passieren würde, wäre, dass die halt versuchen herauszufinden, wer du bist und dann anfangen, dir Pizza zu schicken in Massen, natürlich unbezahlt, dass du die bezahlen müsstest. So unfassbar. Reini hätte kein Problem damit gehabt, wenn man ihm in Massen Pizza geschickt hätte, wenn die Hater das bezahlt hätten. Pizza. Wir wissen alle, wie er mit seinem Wäschekorb rausgewongelt ist, um dann da seine Lieferando-Bestellung abzuholen. Der hätte das alles gefressen. Also, da wäre die 300-Kilo-Staffel, die wäre aber schon vor Jahren angegangen, wenn die Hater angefangen hätten, die Pizza zu bezahlen. Ne? Man hat es ja dann später versucht mit Süßigkeiten und Erdnüssen, die man ihm über die Battle-Liste geschickt hat. Oder die rufen bei deinem Chef an, versuchen dich in irgendeiner Art und Weise rauszuwerfen oder rauswerfen zu lassen, weil sie sich über dich beschweren oder sowas. Oder die würden versuchen, deine Familie anzukacken. Aber ganz ehrlich, das ist doch Arvid Einsparen. Wie soll denn sowas gehen? Ne? Wenn die jetzt da anrufen bei dem Chef und sagen, hier, die ist hier, ne, keine Ahnung, die gibt sich mit Ogern ab. Was weiß ich. Ne? Dann kommt der Chef und sagt, sowas kann ich gar nicht haben. Und schmeißt sie dann raus. Ja, das, ganz ehrlich, das möchte ich vom Arbeitsgericht verhandelt sehen. Dann nehme ich mal eine große Packung Popcorn mit. Kündigungsgrund, Kontakt mit Drachenlord gehabt. Ja, genau, Rainer. Diese Story, ja, die erzählt er auch, weil er immer sagt, er hätte seine ganzen Jobs damals wegen die Hater verloren. Fakt ist tatsächlich sogar, Edzardler, dass er seine ganzen Stellen damals aufgrund übler Faulheit und massiver Inkompetenz verloren hat. Weil da damals, als der das letzte Mal irgendwo angestellt war, da war das mit dem Hate Kindergarten. Da war das Kindergarten. Ne? Entlassen wurde der immer nur, weil er hageldumm und absolut unfähig ist.
in einer Form, bei denen er anrufen mitten in der Nacht um 12 Uhr einsetzen. Aber das war so eine praktische Ausrede, ne, die man dann schießen kann. Rainer, warum gehst du nicht arbeiten? Ich würde ja, aber ich kann ja leider nicht. Alles verbrannte Erde, die Hater machen es mir unmöglich zu arbeiten. Ganz ehrlich, der Großteil von uns hätte deinen Arbeitgeber dafür bezahlt, dir zuschauen zu dürfen. Oder? Also nicht ihn hier dafür bezahlen, sondern den Arbeitgeber. Dass er sagt, hey, ich weiß, der Rainer arbeitet bei euch, der fegt bei euch die Werkshalle aus. Ja. Hey, kann ich mich da irgendwo hinsetzen, wo ich vielleicht ein bisschen gute Sicht habe? Ich hock mir oben auf ein Regal drauf, was weiß ich. Ich möchte ihn einfach bloß zuschauen, wie er geschunden wird bei euch. Ich geb ihm Geld dafür. 2, 3, 4 rum, würden Pakete schicken in Massen, wo dann Rechnungen drinnen sind von mehrere hundert oder mehrere tausend oder mehrere 10.000 Euro. Also die sind da richtig krank. Das sollte man alles dazu sagen. Ich sage das nicht, weil ich dich abschrecken will, sondern weil ich will, dass du vorsichtig bist. Ja, alles gut. Nee, das finde ich aber auch gut von dir. Nee, das ist wirklich nett, weil, aber was ist denn mit den Leuten los, ey? Warum machen die sowas? Ein Kumpel von mir, mit dem ich an meinem Auto rumgeschraubt habe, vor kurzem, der war April oder was war der hier und war im Hof gestanden. Ich habe ihm gesagt, sei vorsichtig, habe ihm gesagt, mach dein Kennzeichen hoch und so, dass dich keiner registriert und so. Hat er nicht drauf gehört, hat sich sogar dann hingestellt und hat mit der Diskussion. Ganz ehrlich, wenn ich jemandem helfen will, ne? Bei was auch immer, und der sagt, ja, du kannst schon vorbeikommen, aber du musst dann irgendwo deine Kennzeichen abschrauben oder verdecken, damit dir die Leute dann nicht irgendwie die Hölle heiß machen, ja, dann da die da auch nicht mehr hinfahren. Also ich sag's euch, wie es ist. Da wäre ich raus aus der Nummer. Aber war das, der dann vom Hof gefahren ist und dann die Reifen kaputt waren, weil da irgendwie Glasscherben gelegen sind? Und die Hater, die es gefilmt haben, irgendwie, ne, sind dann sofort von Rainer angegangen worden, obwohl die offensichtlich nicht verantwortlich für diese Glasscherben waren, sondern entweder irgendwelche anderen Kuchenkinder vorher oder Reini selber, wenn er wieder irgendwas auf die zurückgeschmissen hat, was sie ihm als milde Gaben vorbeigebracht haben. Irgendwie Rotkohlgläser oder wenn sie ihm dann wieder irgendwas hingestellt haben. Diskutiert, dann sind sie hergegangen, haben Bilder von ihm veröffentlicht, sein Kennzeichen veröffentlicht, haben angefangen, seine Firma, die er hat, runterzumachen, haben auf Google tausende negative Bewertungen gemacht, dass seine Bewertungen, die auf 5 Sterne war, auf einem halben Stern ist. Und laut ja. Hier haben wir den Beweis, dass die Geschichte gelogen ist, denn auf einen halben Stern kann die gar nicht gehen, Reini. Das Minimum an Sternen, das du geben kannst, ist 1. Und wenn tausende Leute einen Stern geben, dann wird es niemals auf unter einen Stern sinken, Rainer. 1,5 Sterne hätte ich da vielleicht noch gegeben, wenn das ein kleiner Betrieb ist, der vorher nicht viele Bewertungen gehabt hat, die zwar durchgängig positiv, aber dann kommen auf einmal zigtausend Ein-Sterne-Bewertungen rein, dass man sagt, das ist jetzt statt auf 4,5 auf 1,5 Sterne oder so. Ne? Gebe da aber auf einen halben Stern nein und ne, offensichtlich wieder aus dem Arsch gezogen. oder solche Scheiße. Also, genau, und seitdem will er auch nichts mehr mit mir zu tun haben, was irgendwo verständlich ist, wo ich aber ehrlich gesagt sagen muss, ich bin sauer, weil ich habe ihn 1000-mal vorher gewarnt und wenn ich irgendwas nicht ausstehen kann, ist, wenn mich jemand nicht ernst nimmt und hinterher passiert genau das, was ich gesagt habe. Ja. Ja, dann kann ich nur sagen, selbst schuld, ich habe dich gewarnt, aber ich bin dann letzten Endes der Leidtragende, weil mein Auto zum Beispiel. Letzten Endes, Leute, hat er ihn, er ist der hat er gerade gesagt, Moment, stopp, ich spule jetzt nochmal zurück, hat er gerade weg? Nein. Ich muss sagen, selbst schuld, ich habe dich gewarnt, aber ich bin dann letzten Endes der Leidtragende, weil mein Auto zum Beispiel muss ich dann alleine fertig richten. Das ist so krass. Jetzt nehmen wir mal tatsächlich an, ne?
Wir nehmen tatsächlich an, die Räuberpistole, die er da gerade aufgetischt hat, klar, der eine Dude war da. Der hat aber, glaube ich, auch irgendwelches Werkzeug gekauft. Fragen wir. Also, aber wir gehen jetzt mal von der Situation, von der gehen wir mal aus. Ne? Es kommt da jemand, und der wird danach tatsächlich so krass angegangen. Der kriegt den vollen Code-Meters ab. Also so richtig. Mit Pizzabestellungen und allem drum und dran. Die Bewertungen gehen meinetwegen auf einen halben Stern runter. Keine Ahnung, weil die Google gehackt haben, die Hater. Was weiß ich. Und Rainer setzt sich dahin, ja, dann bin ich der Leidtragende. Wenn das passiert, ist es Rainer, der leidet. Nicht der Dude. Bild? Hast du nicht vor, irgendwie mal wegzuziehen oder so? Weil, keine Ahnung, also. Ja, kein halbes Jahr später war die Schanze verkauft. Der Ranger war angeschafft und die sehr kurze Ranger-Staffel ward eingeleitet. Gefolgt von der What the fuck, die haben ihn nicht eingeknastet Staffel. Und dann gefolgt im selbigen Jahre noch mit Diggity Doggity Staffel, die angefangen hat. Ich frag ja nur so. Muss sowieso sagen, 2022 war ein wildes Jahr. 2022 war ein wildes Jahr im Game. Aber anders krass, da war so viel passiert. Ne? Hausverkauf, Ranger gekauft, ausgezogen, diese Sache mit dem Verteilerkasten, das Backoffice später, Mona, die Berufungsverhandlung, wie gesagt, die ganze Ranger-Staffel, der Führerscheinverlust, der YouTube-Kanalverlust, wild. Wild. Netflix war im Gespräch Ende des Jahres 22. Also es ist auch schon wieder 2 Jahre her. Warte mal kurz. Die blöden Blähungen. Reini, du sprichst gerade zum ersten Mal mit der Lady. Und du hättest jetzt einfach sagen können, warte mal kurz, dich kurz muten und dann nicht von deinen Blähungen erzählen. Alles gut, was raus muss, muss raus, das habe ich dir schon gesagt. Ich habe mich nur gemutet, das muss man nicht unbedingt hören. Ich habe ja auch Anstand irgendwo. Ja, genau. Der Anstandslord. Also ich habe schon überlegt wegzuziehen. In der letzten Zeit habe ich öfter überlegt, auf irgendeine tropische Insel, Madeira oder so zu ziehen. Warum nicht? Ja, aber zum einen spreche ich kaum Spanisch. Du sprichst gar kein Spanisch, Rainer. Du sprichst nicht einmal auf einem ordentlichen Niveau Deutsch. Ja? Das könnte auch mit einer der Gründe sein, dass du solche Probleme beim Fremdsprachenlernen hast, zusammen mit der Tatsache, dass du weder lesen noch schreiben richtig kannst. Aber ne, es fehlt halt schon an der Grundlage. Er ist des Deutschen schon nicht mächtig und you gotta learn how to walk before you run. Ne? Und schlecht Englisch. Also schwierig. Und da alleine hinzuziehen, ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, das würde vielleicht gehen, wenn ich eine Lebenspartnerin hätte, die sagt, okay, lass uns komplett ausziehen und wegziehen und auswandern. Alter, will er jetzt schon irgendwie so andeuten, im Übrigen, wir können dann zusammen sein und dann ziehen wir sofort nach Madeira. Dann würde das vielleicht funktionieren, aber sonst nicht. Das ist ähnlich wie mit diesem komischen Dulli. Wie hat der geheißen? Der hat auch vor ein paar Jahren einen Skandal nach dem anderen geschossen. So ein richtiger, kleiner, unsympathischer Dreckspisser, der irgendwie über Fortnite-Content einen Ultra-Hype gekriegt hat und dann sich nur wie die allerletzte Drecksau verhalten hat. Aber ich habe sein Gesicht vor meinem inneren Auge. So ein richtiges Backpfeifengesicht ist das gewesen. Simex hat der geheißen. Der Pisser. Der hat es doch genauso gemacht. Da kam dann auf einmal irgendwie die Social Media Barne kamen da rein mit seinem scheiß Fortnite-Content.
noch und nöcher. Und dann hat er gemeint, es geht allerweise weiter. Dann hat er natürlich die erstbeste Golddiggerin gleich mitgenommen und ist mit der nach Barcelona ausgewandert. Tatsächlich sogar. Und hat dann da irgendwie öffentliche Busse mit Hundescheiße beworfen und da hast du nicht gesehen. Ja, in dem Moment, in dem die Barne weniger geworden sind, ist die Eule natürlich mit dem nächstbesten Spanier abgezogen. Und keine Ahnung, sie und ihre Mutter haben danach OnlyFans gemacht. Ja. Und er ist da gestanden, ne, mit dem roten Schwanz in der Hand und hat nicht mehr gewusst, was er machen soll. Ja. Sonst eher schwierig, sag ich mal. Nee, Der hat immer so Fake-Geschichten gemacht, irgendwelche so Fake-Gewinnspiele, dann hat er irgendwelche Sachen vorgetäuscht, von wegen ein todkrankes Kind hätte mit ihm spielen wollen und lauter so einen Krampf. wenn du mir das jetzt schon erzählst, dass sie allein mit deinen Freunden und so machen, also es ist schon assi genug, dass die nur auf dich gehen. Also da braucht man nicht drüber reden. Das ist schon echt unterste Grenze. Aber dann noch auf Freunde, Familie oder so gehen, nee, verstehe ich nicht. Also Naja gut, wenn irgendjemand gottlos auf Mutter gegangen ist, dann war es Rainer, ne? Also sowohl seine als auch die Mütter anderer Leute. Also den Haarsohn, den hat er ja praktisch, das war ja schon Standardbeleidigung. So bist du praktisch an der Schanze schon begrüßt worden. Wir kennen das aus allen möglichen Besuchsvideos. Ich war leider zur damaligen Zeit nicht da. Wäre ich gerne gewesen. Ich wäre wirklich gerne nochmal da gewesen, als er dann noch gehaust hat. Aber der Haarsohn ist oft ausgepackt worden und wie er über seine eigene Mutter geredet hat, ne, dann braucht man, ne, wissen wir, kennen wir alle, ne? man kann sich einen Spaß erlauben, aber das geht zu weit. Also macht die Polizei da auch nichts? Die macht ihren Job nicht, habe ich mal sagen lassen, ne, vom Reini. Dass die Polizei einfach ihren Job nicht macht. Die Ironie ist, ich habe damals gesagt, wo ich wohne, meine Adresse veröffentlicht, um meine Schwester, die damals angegriffen wurde, zu schützen. Ja, Rainer, du hast aber deine Adresse auf anderen Wegen auch noch veröffentlicht. Ne? In deinem Blog stand die auch drin. Und es wär, glaube ich, wirklich nicht schwierig gewesen, auch so rauszufinden, wo du wohnst. Es wäre wirklich nicht schwierig gewesen. Aber wir kennen es, die Traut euch kommt zu mir Geschichte, die wird immer wieder wie ein Schutzschild vor ihm hergetragen. Das ist der einzige Grund, warum er gehatet wird. Funktioniert hat's nicht, war klar, aber gut. Rainer, wenn das klar war, warum hast du es dann gemacht? Hä? Warum? Wenn ich vorher weiß, dass irgendwas nicht funktioniert, wenn mir hundertprozentig sicher bin, das haut eh nicht hin, ne? Das geht in den Sack, ja, dann mache ich das nicht, oder? Ich weiß nicht, es ist... Der Witz ist aber dran. Ich habe damals versucht, meine Familie zu schützen und was ist passiert? Meine Familie hat mich im Stich gelassen. Ja, es wird wieder... Schenkt dir dieses behinderte Grinsen, ganz ehrlich. Oh, nee, ne? Ich habe keine Familie mehr, keine Onkels, keine Tanten, keine Mutter, keine Schwester. Mein Vater ist gestorben. Und meine Mutter ist... Aber wie er sich da wieder hinsetzt, so... Oh, okay, jetzt zur Zeit, aber ich bin so cool, aber ich habe mit denen gebrochen, ne? Die haben mich im Stich gelassen, aber ich bin der einsame Wolf, der durch die Prärie zieht und gegen die Hater kämpft. Ne? Solange bis er alle Dragon Balls gefunden hat und danach irgendwie Piratenkönig geworden ist. Ah naja, jetzt sind wir wieder bei meinen Animes. Ja, ist scheißegal, in welcher Traumwelt, nicht Realität, er sich jetzt gerade wieder befindet. Ne? Fakt ist, letzten Endes, Rainer hat seine Familie verstoßen. Ne? Seine Familie hat nicht ihn verstoßen, Rainer hat seine Familie verstoßen. Ne? Ich erinnere an eine Simpsons-Folge, in der Montgomery Burns beim Check-up ist, ne? Beim Arzt. Und dann muss er so einen Anamnesebogen ausfüllen. Und da ist halt auch Krankengeschichte in der Familie. Und da steht dann dran so, Todesursache der Eltern. Und er schreibt hin, sie waren mir im Weg. Und
gut, jetzt der Vater von ihm hier ist jetzt an Prostatakrebs gestorben, aber dieses, wenn man sagt, ja, meine Familie ist tot für mich, ne? Diese Todesursache ist auch, sie waren ihm im Weg. Reini hat diesen Weg des YouTube-Stars in Stein gemeißelt an dem Tag, an dem Rudi Medal Off gesagt hat. Und jeder Mensch, scheißegal, ob Schwester, Mutter, Schwager, Neffen, Nichten, Onkels, Cousins, Cousinen, scheißegal. Ne? König, Papst und Kaiser, vollkommen wurscht. Wer ihm da im Wege gestanden ist, war für ihn gestorben. Ne? Weil das alles Hass und Mobbing ist. Die gönnen es ihm alle nur nicht. Die gönnen es ihm nicht, dass er der große YouTube-Star ist. Und die verstehen auch gar nicht, wie großartig das alles wird, wenn es denn endlich dann mal funktioniert. Na, jetzt sehen wir ja, was er davon hat. Ja, seit einem halben Jahr ist jetzt Sendepause auf dem Piratensender Plumperquatsch. Grüße gehen raus an Dr. Oll. Und er sitzt da in der sächsischen Provinz in der Nazi-Butze, ja, und spielt 5 gegen Willi den ganzen Tag. Und Freunde von den 5 besten Freunden, die ich hatte, habe ich noch einen. Und alles nur. Ich bin gespannt. Also, mich würde interessieren, wen er jetzt da speziell gemeint hat. Weil also es gibt 2 Leute, die ich glaube, aber ich glaube, er meint den Frankengamer. Er kann aber auch Cookie gemeint haben. Also einer von den beiden wird sein, weil ich glaube, mit Demon hat er damals schon gebrochen. Da war ja auch ungefähr in der Zeit war ja auch dieses von wegen du wildest in meinem Revier, wo sich Demon mit ihm verscherzt hat, weil er ja angeblich mit einer aus dem Discord angebandelt hat. Aber hier der eine gute Freund, den er noch hat, ich nehme an, dass es der Frankengamer ist oder Cookie. Auch da wird Zukunftsreiner wieder eine andere Meinung dazu haben. Nur wegen dieser komischen Leute? Genau. Ja, unter anderem größtenteils. Ein paar Freunde hat. Nein, Reini. Die Hater sind nicht daran schuld, dass du deine Freunde verloren hast. Oder deine Familie. Oder dass die jetzt auch nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Rainer, das steht ganz allein auf deinem Zettel. Ne? Rainer, wenn irgendwann einmal die große Abrechnung kommt, ne, dann kommt der Kellner des Lebens aber mit einer sehr, 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 sehr langen Rechnung zu dir. Und die ist der Grund, warum du da alleine sitzt und keine Freunde und keine Familie mehr hast und niemanden, der sich auch nur einen Rattenarsch um dich schert. Habe ich noch, aber das ist nichts, was ich als beste Freunde bezeichnen würde. Bis auf einen. Alle anderen sind halt noch Bekannte und das war's. Nee, das ist Katastrophe, also echt, tut mir leid, da fehlen mir aber, das tut mir auch weh, weißt du, so, weil ich das ja selber... Und auch das ist halt, Schwarster jetzt schon wieder. Auch das ist ein deutliches Anzeichen, dass sie ein Bärchen ist, weil das ist so eine krasse Red Flag, dass jede geistig normale Nicht-Bärchenfrau schreiend Reis ausgenommen hätte. Weil wenn du tatsächlich sagst, ja, keine Ahnung, ich habe früher mal Freunde und Familie gehabt, viele Leute, viele Freunde, Familie etc., die wollen alle nichts mehr mit mir zu tun haben. Dann, ne, würde doch jede potenzielle Partnerin sich denken, ja, Moment, mit dem stimmt irgendwas nicht. Ich meine, klar, dass mal Freundschaften auseinandergehen oder dass man gewisse Leute aus der Familie, die man sich ja nicht aussuchen kann, vielleicht nicht mag. Ja. Und, ne, dass man sich auch mal auseinanderlebt mit gewissen Leuten, das mag sein. Aber wenn mir jemand sagt, jeder Mensch, der mich jemals kennengelernt hat, egal ob blutsverwandt mit mir oder nicht, hasst alles an mir, jede einzelne Zelle und jeden Quadratzentimeter Lebensraum, den ich auf dieser Erde verschwende, dann würde ich doch als Nicht-Bärchen sofort den Stream beenden unter irgendeinem
oder dieses Gespräch beenden unter irgendeinem Vorwand, den Typen blockieren und bitte Gott, oder? Aber kenne, wenn so jeder auf einen rumtriezt und das ist ja nicht mal rumtriezen, das ist ja schon so viele Straftaten. Krass. Das ist kriminell. Was anderes lässt sich ja nicht sagen, es ist einfach nur kriminell. Ja, Rainer, weißt du, was kriminell ist? Weißt du, was kriminell ist? Kriminell sind so Sachen wie, ich weiß ja nicht, Leute aus dem Hinterhalt angreifen mit Stöcken und mit Pfefferspray. Ne? Das ist ja auch geil. Rainer behauptet ja bis heute bei dieser Pfefferspray-Attacke, wegen der er verurteilt wurde, wegen gefährlicher Körperverletzung. Aufgrund dessen, dass es auf Video war, also wirklich beweisbar war, dass er das aus dem Hinterhalt getan hat. Arglistig nennt man sowas, glaube ich, im Juristendeutsch. Rainer behauptet bis heute, die Pfefferspray-Attacke wäre folgendermaßen passiert. Horden von Hatern sind gekommen und haben alle wie die Wilden an dem Zaun umeinander gerissen. Es muss zugangen sein, wie Woodstock 99. Haben an dem Zaun umeinander gerissen. Er hat sie mehrfach gewarnt, dass sie aufhören sollen, weil er ansonsten Pfefferspray einsetzen wird. Die haben nicht dergleichen getan und kurz bevor der Zaun seinen natürlichen Weg gegangen ist und die Horden über ihn hergefallen wären, wie die Horden von Untoten beim Battle um Winterfell aus Game of Thrones. Kurz davor hat er aus reinem Selbstschutz und weil er Angst um sein Leben hatte, mit diesem Pfefferspray gesprüht. Und die Realität, die wir auf diesem Video sehen, wo ich echt nicht denke, wie kann man das weiter behaupten, wenn es auf Video den Beweis gibt, war, er ist rausgewongelt, hat das Pfefferspray hinterm Rücken versteckt, genauso wie er seine mit Pisse gefüllten Wasserbomben oder mit Farbe gefüllten Wasserbomben immer hinterm Rücken versteckt hat oder wie er seine Stecken immer hinterm Rücken versteckt hat, mit denen er rausgewongelt ist, um gegebenenfalls die Kuchenkinder zu verprügeln, wenn er sich nicht selber ins Gesicht gemettelt hat. Hat die Scheiße hinterm Rücken versteckt, hat sich da hingestellt und hat gesagt, ja, wirst du sehen, was davon hast, bla 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 bla. Die Leute haben nicht wie die wilde Horde am Zaun gerüttelt und dann, sondern die haben sich ein Wortgefecht mit ihm geliefert, haben Sachen gesagt, die ihm nicht gepasst haben und dann hat er hinterm Rücken das Pfefferspray rausgeholt und hat ihn in die Fresse gesprüht. So ist es gelaufen. Und ich krieg die Krise einfach. Ich krieg die Krise, wie er die Scheiße bis heute immer noch behauptet. Es ist immer die anderen, er muss sie ja immer verteidigen, gell? Und wäre da ein, wie gesagt, ich spiele auch immer dieselbe Schallplatte, aber es tut mir leid, aber wäre da tatsächlich ein Notwehrfall vorgelegen, dann wäre Rainer nicht verurteilt worden für gefährliche Körperverletzung, ne? Sondern dann wäre die Anklage fallen gelassen worden, weil weil du eben, wenn du aus Notwehr handelst, nicht rechtswidrig handelst. Ne? Vor allem, die gehen ja wirklich über Leichen, dass die schon Pakete schicken mit Rechnungen, wo du nichts mit zu tun hast, versuchen deinen Job irgendwie kaputt zu machen. Ja, liebes Polka-Bierchen, übertreiben wir mal nicht, ne? Also, wenn ich jemand mal Pizza schicke, die ich nicht bezahlt habe, dann gehe ich nicht über Leichen. Ne? Ne? Manchmal ist es ein bisschen too much, wie sie ins Arschgebirge kriecht. Ich weiß nicht mehr, die Menschheit ist kaputt, echt kaputt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gegenteiliger Meinung. Ich meine, klar, es gibt, die Haterschaft ist groß und es gibt Deppen. Ne? Also, wir brauchen uns diesen Max nur mal anschauen. Ne? Es gibt Vollidioten, die es übertreiben. Es gibt Leute, die sich selber strafbar machen. Da braucht man nicht reden. Auch diese Pizza-Bestellung, die ganze andere Scheiße, ist alles nicht cool. Swatting ganz zu schweigen. Ne? Aber, jetzt kommt das große Aber. Dass ein Rainer Winkler massiven Gegenwind bekommt. Aus der Gesellschaft ist meiner Meinung nach der Gesellschaft positiv anzurechnen. Dass die Leute kommen und sagen, nee, so läuft das nicht. Also, nein, so läuft das nicht. Lass das.
Und wenn er es nicht lässt und im Gegenteil die Leute dann noch beleidigt und provoziert, dass er dann Konsequenzen zu spüren bekommt, wenn denn schon die Justiz an ihm komplett versagt, die BLM an ihm versagt, die Gemeinde an ihm versagt, alle Leute an ihm versagen, dass dann sich wirklich in der Gesellschaft eine Bewegung gründet, die ich halte das für den natürlichen Lauf der Dinge. Ne, bevor wir Städte gebaut haben und Kulturen oder sowas, als wir in kleinen Stämmen durch die Walachei gezogen sind und Mammuts gejagt haben, wäre so einer wie der als Kind ausgesetzt worden. Weil er zu nichts Nutze ist, allen Leuten nur auf der Tasche liegt und einfach keinen Mehrwert für die Gesellschaft bringt und das absolut schlimm wäre für die restliche Gemeinschaft, den durchzufüttern, ne? Weil er nichts leistet. Ja, da lässt sich auch nicht viel erzählen davon. Ja. Genau. Um auf unser Hauptthema zurückzukommen. Ja. Los nun! Was hast du schon so für Erfahrungen? Also du hast gesagt, dass du schon mit 15 deine ersten Erfahrungen gemacht hast. Ja, jetzt endlich. Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck geht dich das an. Ja. Aber Leute, wir sind jetzt knapp bei der Hälfte von dem ganzen Bums und ich bin jetzt schon wieder seit einer Stunde am Schwafeln. Ich habe heute auch noch andere Dinge zu tun. Ich habe mich praktisch mehr oder weniger eben nach der Arbeit, ja, nach der Malochene, mich um die Katzen gekümmert, bin einkaufen gegangen, habe mich hier hingesetzt. Ich merke mir das, 13 Minuten 33, Polska-Bärchen 2,2, ne? Und da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Leute, tut nichts, was Rainer tut. Und Medlov.